Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenkmalpie. Ich bin Anne. Das hier ist unser wunderbares Paper Dolls Journal. Und ja, wo wir da das letzte Mal die Signaturen eingenäht haben. Und jetzt habe ich gemerkt, bevor wir das hier gross anfangen dekorieren und so, fehlen uns noch ein paar Journal-Karten, wo, wenn wir dann Täschchen einkleben, wir das können in die Täschchen reinstecken, damit das auch ein bisschen gefüllt ist mit Sachen. Genau. Und jetzt habe ich mir da schon mal so zwei Karten gemacht. Die sind jetzt nicht so speziell. Die finde ich noch cool. Da bin ich leider mit dem Stempel ein bisschen verrutscht. Darum ist das so ein bisschen komisch. Also so ein bisschen doppelt rausgekommen, leider. Aber sonst finde ich es noch recht cool. Das hier ist unser Linolstempel, den wir mal geschnitzt haben in einem anderen Video. Und ich habe jetzt so gemacht, ich habe mir hier so ein paar aus diesen Signaturpapier, die wir noch Föhring haben, habe ich mir da so ein bisschen Zettel geschnitten. Grosse und kleine, und die sind dann für Täschchen. Und ja, die habe ich dann auf so ein dickeres Papier oder so ein Bastelkarton draufgeklebt. Also. Und nachher dann dekoriert mit Schablonen und Stempel und Linolschnitten. Genau, das ist eigentlich gar nicht so eine grosse Hexerei. Und ich dachte, wir könnten hier mal ein paar miteinander machen. Ja, grosse, kleine, mittlere, keine Ahnung. Von der Farbe her möchte ich gerne ein bisschen unterschiedliche. Noch ein kleines. So, ja, ich weiss doch auch nicht, wir schauen mal einfach weit, dass wir kommen. Genau, als erstes aufkleben. Haben wir verschiedene Papiere parat gemacht, die zu unserem Journal passen. Das wäre eigentlich orange und rot, weil wir hier orange Männchen haben und rote, die roten Strassen. Und dann haben wir zwei verschiedene. Blau, das ist ja eigentlich selbsterklärend. Warum? Gut, also. Jetzt. Da, das ist schon gemeint. Ich habe sie wieder verhühnert. Ich habe im Fall auch, das kann ich noch schnell zeigen, probiert, das auf Sättigungspapier drauf zu kleben. Also von dieser Langkarte, wo wir auch unser Journal damit eingefasst haben. Aber ja, das ist mir viel zu dünn. Das kann man selbstverständlich auch machen, es sieht auch noch recht cool aus. Aber ich habe das lieber, wenn Karten wirklich Karten sind. Also von dem her machen wir das nicht. Also man könnte es selbstverständlich auf ein Karton draufkleben oder auf ein anderes Papier und nachher dann auf die Landkarte. Das würde selbstverständlich auch gehen. Also komm, jetzt schauen wir doch hier mal ein bisschen schauen, nachher noch, welches Papier zu welchem passt. Oder einfach noch das noch. Die vorherigen habe ich jetzt mit Stiftleim aufgeklebt. Ich habe aber die hier noch gefunden. Und ich glaube eben mit dem, wenn es hier keinen Fussel dran hat, geht das eben auch noch recht gut, so Kärtchen aufzuleimen. Ich kann ja mal probieren.
So, soll ich das Helles nehmen? Ja, ich glaube, ich nehme das Helle. Ui, das habe ich ja wieder mal extrem gerade abgeschnitten. Wie ist echt da passiert? Tja, das können wir dann beheben noch beim Ausschneiden. So, wenn wir da gerade noch eins drauf tun. Das noch. Ja, komm. So, dann nehmen wir doch die zwei für aufs Blaue, also für aufs Dunkelblaue. So und so, nein, so. Ich finde das schon noch gut, es geht da relativ schnell mit dem Klebroller. Das ist ja schon eine gute Sache für so zwischendurch mal etwas aufkleben, aber ehrlich gesagt, mir gibt das ein bisschen zu viel so Abfall, halt das ganze Plastikzeug. Die Rollerli, die sind so schnell durch. Und nachher dann, ja. Es gibt ja auch die zum Nachfüllen, aber das selbst steht. Ich bin also nicht ganz sicher. Man müsste es mal ausprobieren. Wie viele so viereckige Kärtchen kann ich aufkleben? Mit so einem und mit so einem. Und dann kann man schauen, was das mehr gibt. Weil das gibt ja schon auch relativ viel Plastik zum Fortschiessen. Das ist ja eigentlich schon auch schade. Cool wäre, wenn es die gäbe, die zum Auffüllen. Das wäre ja eigentlich gar nicht mal so schwierig zu machen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. So, also da würde, glaube ich, das Orangige besser passen. Aber komm, dann machen wir doch noch mal. Dann machen wir doch, jetzt habe ich hier ein Orangig und ein Rot, dann machen wir doch noch eins mit Rot. Da, das da. Genau, dann haben wir von jedem zwei, das ist doch super. So, jetzt haben wir da ein bisschen Schweinerei gemacht. Ich kann das auch nicht mehr abrubbeln. Aber dann tun wir dort halt einfach etwas drüber stempeln oder so. Gut, dann wird das jetzt alles noch schön ausgeschnitten. Und dann können wir den dekorieren. So, also, das wäre jetzt die Karte. Und was ich jetzt auch noch herausgefunden habe, ist, dass, ich weiß nicht, ob man es sieht, da bei den grossen hat man jetzt wirklich in der Mitte noch 2-3 Streifen von dem Kleber dran machen. Bei den kleineren fällt es nicht so extrem auf. Auch ein bisschen. Also, ja, gut. Learning by doing, gell? Also, ja, jetzt haben wir ja da noch ein paar mehr von diesen Linolschnitten. Und die ist halt schon recht cool. Die finde ich gut, wenn die noch einmal auf einem Kärtchen drauf wäre, vielleicht auf dem. Und bei denen ist es halt so, eben, dass da wirklich die ganze Fläche nachher dann abgedrückt wird. Aber man könnte ja einfach eine relativ helle Farbe nehmen. Zum Beispiel würde ich gerne die hier drauf tun. Und dann aber vielleicht irgendwie mit was? Mit irgendetwas Hellem. Mit Grau wäre natürlich auch cool.
Weil ich glaube, der wird nicht so hell, wie man könnte meinen. Der ist dann schon, glaube ich, ein bisschen dunkler. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache es mit dem. Und dann probiere ich noch irgendwelche Musterchen, Stempel oder mit Schablonen oder etwas mit dem zu machen. Ausprobieren, ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Also, was ich sicher machen muss, ist, dass von der Ausrichtung her etwa so dann drauf zu tun. Genau. Und ich habe noch etwas Lustiges gefunden in der Brocchi, das hier. Und ich weiss nicht, für was das ist. Original. Das ist da aus irgendwie Marmor, das ist mega schwer, das Teil. Es hat hier so Papier eingespannt, wo so eine Art ein bisschen sind wie Löschpapier. Aber vielleicht ist das auch nur so, weil es so mega alt ist. Und dann hat es hier, das ist so irgendwie so blechmässig, etwas, wo da das Papier einklemmt. Und das ist aber auch so ein bisschen, wie sagt man, nicht so ganz hart. Wahrscheinlich, damit man es eben auch gut rausnehmen kann. Und das muss irgendetwas sein, wo man so dann andrücken. So, weil das macht dann auch so diese Bewegung, wenn man da andrückt. Also, und da hat es irgendwie Tinte drauf. Also irgendwas muss man mit dem angedrückt haben. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht noch recht cool, um meine Linolstempel damit anzudrücken. Damit es ein bisschen besser drückt, wirklich von oben runter drückt, ein bisschen besser als die Rolle, wo ich manchmal wie Angst haben, dass es dann verschiebt, das Ganze irgendwie. Das wie die Rolle, dass es so ein bisschen lüpft und dann verschiebt. Ich weiß es nicht. Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe das in der Brocchi gefunden und habe gedacht, cool, irgendwie etwas zum Andrücken. Hey, wenn ihr wisst, was das ist, was man mit dem gemacht hat früher, dann schreibt mir es doch in die Kommentare, das würde mich mega wundern. So, gut, also, fertig geschnurrt. Das ist unten, das ist oben. Das kommt so drauf, dass oben noch etwa so viel frei ist, oder? Oder? So, ja, nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Also so etwa so viel, so einen halben Zentimeter. Und das drüber rauskommt. Gut. Und dann schön in die Mitte oder eher ein bisschen über. Also Moment, muss man das ja so vorstellen, dass es da so drauf ist. Kann ich nicht. Also kommt man macht es doch so. So soll es drauf. Hier ganz am Rand. Gut, schön haben wir darüber geredet. Probieren geht über Studieren. So. Ui, das wird aber sehr fleckig da. Ob ich das noch irgendwie kann ausbessern, dass es dann nicht so Kanten gibt vom Stempelküssi. Oder so höllische Flecken. So, gut. Also, zack. Und jetzt, man kann es fast nicht heben, so groß ist es. Einmal so. Oh, jetzt hoffe ich, bin ich wirklich nicht verschoben. Und jetzt probieren wir doch das mal mit dem anzudrücken. Zack.
finde, es geht noch recht gut und ich komme da gut Druck drauf über. Schön regelmäßig. Wenn man natürlich ein kleines hat, so wie das, geht es natürlich wahrscheinlich ein bisschen besser. Weil man das einfach aufs Ganze draufstellen und einmal drücken. So, mal schauen, was passiert ist. Tada! Oh, okay. Okay, also jetzt habe ich fast das Gefühl, wenn ich jetzt mit den Fingern das angerieben hätte, wären dort diese Stellen auch noch ein bisschen mehr gekommen. Also von dem her. Vielleicht war jetzt das ein Fail für so grosse Flächen. Ich muss so ein bisschen abputzen, sonst verschmieren wir dann noch alles damit mit dem. So. Gut, ja, aber sonst ist es gut. Sonst ist es gut. Jetzt nehmen wir auch mal das Grau. Und jetzt könnten wir auch, was könnten wir? Das da wäre noch cool, das Pflänzchen da. Das hat jetzt so nicht ganz Platz, aber das macht mir nichts, weil ich will sowieso nicht das Ganze voll drauf haben, sondern mir da so Teilabdrücke machen. Oh ja, eben siehst du, es wird nämlich viel dunkler. So. Okay, ja, mal, bis jetzt ist gut, ist gut. Vielleicht könnte man noch jetzt gleich noch mit dem was machen. Jetzt haben wir ein grünes Bürstchen. Mal schauen, mal schauen, was passiert. Ich will gar nicht so viel, aber so ein bisschen. Tut sich mehr das Grüne nehmen, wieder das Mintige. Ich weiß es nicht. So, aber da könnten wir noch Rest drüber. So, ah ja. Machen wir da oben noch ein bisschen. Oh ja, ja, es kommt gut. Und jetzt da, gerade wo es da nicht so fest abgedrückt hat. So, oh hey, aber ich finde es schön. Und dann machen wir gerade mit dieser Farbe rundherum inken. Falls es nicht allzu hell ist, nein, das geht schon. Oh, ja, gut. Okay. Ja, wir haben es hier in das
Stempel reingelegt, gell? Bravo. Also mehr, ich. Ich wollte euch da ja nicht schon geben. Ja, ihr hättet auch etwas können sagen. Ihr habt es wahrscheinlich schon wieder gesehen, von Anfang an so, oh nein, leg es nicht da rein. Oh, zu spät. Oh je. Gut, also. Was kann man dagegen tun? Dunkelblau nehmen. Blümchen nehmen. Und drüber. Oh, ist der so trocken? Hey, das ist ja furchtbar. Da habe ich ein anderes Blau. Das wäre besser. Na ja. So. Da noch so ein bisschen von oben runter. Genau. So, jetzt sieht man das also fast nicht mehr, dass da so nicht so hübsch war. So, aber hey, ich finde das eine mega coole Karte. Die ist so fein und filigran. Das ist doch super. Ich glaube, die gefällt mir bis jetzt am besten von diesen drei. So, jetzt haben wir doch da die Lady noch irgendwo drauf bringen. Und die Frage ist, bringen wir sie da drauf? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Mit was? Mit Violett. So. So, man könnte es ja auch mal so ausprobieren. Wie wäre das? Und dann mit dem drüber. Tag. Oh, schade. Schade, ist dort nicht ganz abgedrückt. Aber ja, gut. So, ich glaube, an dem tun wir gar nicht so viel dran rumdeckeln. Da tun wir jetzt einfach noch gerade schnell ein bisschen inken. Schon wieder. Das ist unglaublich, he? Was ist denn eigentlich dann das Problem?
So, das ganze Geschmier ist schon fort. Hey, und ich finde, es sieht super aus. Vielleicht können wir auch mit so etwas Pinkigem, könnten wir auch noch irgendetwas, ein Blümchen oder so stempeln. Oder ein Sommervögel. Da irgend so eins da. Das ist, glaube ich, mein Pink, das ich habe. Ich glaube, es ist kein besseres, also kein pinkigeres. Ja, das ist recht dunkel. So. Jawohl. Da stört es mich jetzt ein bisschen, dass das hier nicht ganz am Rand ist. Das liegt halt auch an dem Kleberoller. So, dann machen wir das halt jetzt mit dem Stiftleim noch an. Muss es den halt fixen, dass der andere nicht schafft. Zack. So, der Rest ist gut. Jawohl. So, alles Paletti. Gut, hey, machen wir noch eins. Eins hängt noch um. Eins schaffen wir noch. Was haben wir jetzt da? Was machen wir noch? Irgend so noch ein kleines helleres. Oder ganz schnelles. Wir stempeln einfach Sommervögel drauf. Ha, schau mal, was mich noch angekumpelt hat. Und zwar da so ein selber gemachtes Glitzerleim. Und ich finde, von der Farbe her, das würde super passen, wenn wir dann da noch ein paar Tüpfchen drauf machen würden. Der geht noch, ja. Da habe ich einfach Glitzer und Leim, also so durchsichtige Bastelkleber, zusammengemixt und dann in die Dinger reingefüllt. Ich merke gerade, ich muss es ein bisschen kneten, damit die Glitzerchen sich wieder ein bisschen im Leim verteilen. Und dann auch ein bisschen runtersinken. So. Genau. Jetzt kommt es gut. Jetzt muss ich es schnell ein bisschen so aufstellen, dann können wir ganz am Schluss noch ein bisschen von dem drauf tun. So, das hier ist mein orangigste, das ich habe. Ich habe sonst weniger Orange habe ich nicht, mehr Orange, also mehr Gelb. Jetzt, nehmen wir doch gerade das kleine einmal. Ja, es ist noch ein bisschen gemischt, ich glaube. Oder, nein, es ist halt einfach recht dunkel, das ist einfach so. Gottes Namen. Kein helleres Orange. Nur noch ein Gelb. Das Gelb habe ich noch. Jetzt, ja. Ja, mal, das geht auch. Und dann, mein Gott, hat es da halt ein bisschen rot drauf. Das ist also jetzt auch nicht so schlimm. So. Jetzt nehmen wir noch etwas Grösseres. Das dann.
So, jetzt habe ich hier wieder Stempelfarbe drauf. Noch nicht verschmiert, bravo. So, und jetzt noch einen gelben. Nehmen wir noch den. So, hui, das ist eine schöne schmetterlingige Sache. So, also komm, jetzt probieren wir doch hier noch ein bisschen das zu verglitzern. Wenn ich jetzt drücke, sehe ich, es kommt vor allem nur Weisses raus. Also muss ich das schnell irgendwie loswerden. Da eine kleine Zeitung. So, jetzt kommt der Glitzer, sehr gut. So, und dann mache ich doch hier einfach mal Tüpfchen. Ui. Ich muss aufpassen, wie viel das da rauskommt. Und das Dr. Oetker Tübli, das ich habe, ist übrigens von Zuckerschrift. Das Zuckerschrift Tübli, das ich ausgewaschen habe. So. Ja, ich finde das gut. Das sieht doch super aus. Voilà, recht wild, aber cool. Ja. Was hat denn noch mehr? Dann kann ich die noch machen. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, die passen wunderbar in unser Journal rein. Sie sind jetzt recht wild, aber ich finde, das braucht es. Weil unser Journal ist ja sonst, es dunkelt mir, es ist recht clean. Und auch da, obwohl die Signaturen auch recht wild sind. Aber wenn man dann die auch mit solchen Sachen beklebt, wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und dann braucht es vielleicht noch ein bisschen etwas Wildes. Ich weiss es nicht, wir werden es dann sehen, wie es am Schluss rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall, sind ihr heute dabei gewesen und ich werde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut, weil ich glaube, dann machen wir es fertig. Bis dann, tschüss!